Kreuzlinger. Zusammen mit meiner Frau, der Anna, habe ich einen Blumenstand auf dem Viktualienmarkt. Besser gesagt, sie hat den Stand. Denn zu dem Standel bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Um es einfacher auszudrücken, nein, Heirat habe ich. Von meiner Heirat habe ich Brot und Semmeln ausgefahren. Und das mache ich jetzt eigentlich auch noch. Ich war in der Früh in die Großmarkthalle. Bei dem Sauwetter kommt sowieso jetzt keiner. Erwin, was ist das für eine Arbeitsauffassung? Wenn meine Eltern das auch so gehandhabt hätten, wären es nie zu was gekommen. Jetzt kannst du gleich die Lieferungen machen. Ich hab schon alles hergekriegt. Mit einem Lächeln begrüßt ihn Regina. Hallo Luigi, du bist ja gut drauf heute. Wenn ich sie sehe, ich habe immer gute Laune. Sein, wie Sonne, die aufgeht. Würde Ihnen gerne Rosen schenken, nur jede Rose würde vor ihrer Schönheit welken. Du alter Stritzel. Die Franzi bedient gerade einen Kunden in ihrer Wurstbude. Er scheint zum ersten Mal auf dem Viktualienmarkt zu sein. Geben Sie mir doch bitte so eine Bratwurst mit Brötchen. Ja, Bratwurst mit Semmel, Monas. Bitte? Brötchen haben wir keine, wir haben Semmeln. Ach so, die rote Bratwurst meine ich. Polnische Monas, das sagen Sie es doch gleich. Macht dann 3,50. Wie bitte? Ah ja, ich habe ja ganz vergessen, Sie verstehen ja gut Deutsch. Die 75-jährige Beislinger mehr als ein Tratsch. Und als Rentnerin hat sie nichts anderes zu tun, als den halben Tag auf dem Markt rumzulaufen und die Standelbesitzer zu nerven. Aber die Anna hat sich schon erspäht und mit zuckersüßer Stimme sagt sie, ja grüß Gott, Frau Beislinger, heute sind sie aber schon früh auf der Urs. Ja mei, seit mein Bazi nicht mehr da ist, kann ich nicht mehr so lange schlafen. Wir haben immer zusammen Kaffee getrunken, Anna. Oh mein Gott, ich muss sofort wieder raus und ins Geschäft. Mühsam richtet sie sich auf und will aus dem Bett raus. Ich versuche sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Na, du musst erst gesund werden. Das Geschäft kann warten. Bevor sie noch was drauf sagen kann, mischt sich der Chefarzt ein. Der ist, ohne dass wir was gespannt haben, ins Krankenzimmer reingekommen. Da hat ihr Mann vollkommen recht. Wie geht's uns denn, Frau Kreuzlinger? Ja, wie's Erna geht, das weiß ich nicht. Mir geht's nicht so gut. Wer sind denn Sie überhaupt? Ihren Humor scheinen Sie ja trotz allem nicht verloren zu haben. Ich bin Dr. Hopfensberger, der Chefarzt hier am rechts der Isar. Was, Chefarzt? Da muss mit mir aber schlecht stehen, wenn der Chefarzt persönlich kommt. Bei der Rosel war es genauso. Eine Woche später ist gestorben. Nein. Das Händchen ist es bei Ihnen weiß. Und so wünsche ich mir, dass das auch ewig so bleibt. Denn der Markt gehört zu München und München gehört zum Markt. Drum kommt es her auf den Viktualienmarkt. Denn hier spielt sie noch das richtige Leben ab. Euer Erwin. Danke! Autor, Schauspieler und Verfasser dieses wunderbaren Hörbuchs über den Viktualienmarkt. Und Sie dürfen jetzt Gerd alle Fragen stellen, aber Gerd, da unten steht ein Wasser. Da steht ein Wasser. Ah, wunderbar, und du kriegst jetzt erst einmal einen Backen vom Brunnenfest, damit du und die anderen bin ich beim Biergarten. Im anderen. Dann herzlichen Dank, Gerd Aktu, meine Damen und Herren. So, weil es ist nämlich wirklich eine Kunst, hier frei zu reden, indem man die Leute so weit weg hat und ohne Lautsprecher, also unplugged das Ganze macht. Und wir machen jetzt weiter, meine Damen und Herren.